Ja, ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute ist das Thema Leben in zwei Sprachen. Und ich habe dazu einen lieben Kollegen als Gast. Es ist Pfarrer René Niffler. René, so toll, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Das ist schön, ich danke dir für den Empfang und den Willkommensgruß. So lieb von dir. René, bevor wir ins Thema einsteigen, aber es hat ja mit dir schon zu tun, kannst du etwas zu deiner Person sagen, zu deinem Werdegang? Gerne. Ich lebe jetzt schon über 30 Jahre in der Schweiz, aber vor dir sitzt ein echter Franzose. Ja? Nicht ganz echt, aber trotzdem, ich fühle mich als Franzose, fühle mich wohl in der Schweiz. Mein Vater war Berner und die Mutter Elsässerin, also bin ich im Elsass aufgewachsen und habe Freude gehabt an diesen Sprachen, Dialekten, die ich entdeckt habe. Für mich war zum Beispiel die Schweiz und Schweizerdeutsch als Kind und als Teenager ein vollkommenes Rätsel. Ich habe sehr früh gedacht, ich muss da herausfinden, was das für Leute sind, die so sprechen wie mein Vater. Aber mein Vater hat in Frankreich gelebt, in Paris, in Agen, in Münster, Münster, bei Colmar. Und ich kann mich erinnern, jeden Tag um 12:30 wurde es still in der Wohnung und alle mussten schweigen. Und dann kam Bero Münster, Schweizer Radio, wir bringen Nachrichten. Und dann hat mein Vater ab und zu eine Träne gehabt, nicht geweint, aber es war seine Verbindung zur Schweiz. Er war berührt, er war bewegt. Er war bewegt. Genau. Vor allem, weil nach den Nachrichten ein Jodel kam oder irgendein Volkslied. Und das war, wir haben das lustig gefunden. Er aber hat mit vielem Ernst, mit großem Ernst, das zugehört. Das ist seine Brille. Kannst du Seine kurz? Ja. Genau. Den strengen Blick habe ich nicht mitnehmen können, aber er ist noch irgendwie in mir, in meinem Über-Ich. Aber das ist lustig, weil diese Brille hat er auch während des Zweiten Weltkrieges getragen, in Agen, Südwesten Frankreichs, südlich von Bordeaux. Also eigentlich müssten wir das Thema jetzt schon wieder ändern. Du bist nicht zweisprachig, du bist ja drei- oder viersprachig mit den Dialekten. Also Schriftdeutsch, Französisch, Schweizerdeutsch, Elsässisch. Also wenn wir es in ganz strengen Sinne sehen würden, sogar mindestens viersprachig bist du aufgewachsen. Und dich hat ein Buch geprägt, das hast du auch mitgebracht, das deine Liebe auch zur deutschen Sprache befördert hast. Ja. Denn es ist so ein Phänomen mit dir, du lebst wirklich in beiden Sprachen. Das ist so großartig, wir kommen noch bei Übersetzen drauf. Und dieses Buch hat dich dabei schon als Jugendlicher sehr bereichert. Was ist das für ein Buch, René? Also ein Buch, das man in der Schule brauchte, von einem namens Späth, Agrégé d'Allemand, also Professor an der Universität, Professeur au Lycée de Grenoble, Südfrankreich, und heißt La Version et les mots allemands, nach Themen. Und da kommt Vokabular, die sogenannten idiomatischen Ausdrücke und Texte dazu. Und da ist mir die Sprache und die Kultur lieb geworden. Jawohl. Es war präzis, es war interessant und wir haben mit diesem Werkzeug gut arbeiten können. Ja. Das Elsass ist ja von verschiedenen Persönlichkeiten geprägt. Lass uns doch da mal zwei herausgreifen. Einmal ein berühmter Prediger, von dem du auch ein Buch dabei hast. Ja. Der Name sollte wirklich fallen und die Kenner wissen, wovon wir sprechen. Kannst du noch ein bisschen die Kamera halten? Ja. Ein hochinteressanter, dürfen wir sagen, Rhetoriker, Prediger, Geistlicher. Ja, der hieß Johannes Geiler von Kaisersberg und war 30 Jahre lang Pfarrer an der Kathedrale von Straßburg. Jawohl. Kurz vor der Reformation. Und wie es damals üblich war, üblich war, hat er so Moralpredigen gehalten, aber mit viel Humor. Und damals war der Bestseller Das Narrenschiff von Sebastian Brandt und hat immer wieder Beispiele aus diesem Buch genommen und darüber gepredigt.
Und ich könnte ein kleines Beispiel geben, oder Ja, du solltest eigentlich lesen. Ne? Mach das doch einmal. Soll ich das machen? Ja. Von der Habgier. In schlichter Sprache, in derber Bildhaftigkeit trug Geiler seine Gleichnisse vor. So vergleicht er zum Beispiel die Habgier mit jenem Zaubertrank, den die antike Hexe Circe den Gefährten des Odysseus reichte, um sie in Schweine zu verwandeln. Ähnlich wie die Wirkung des Zaubertranks ist die Wirkung der Habgier. Hören wir Geiler, also Zitat. Dieser Zaubertrank, aus dem Becher der Circe genossen, macht aus allen Geizigen wahre Schweine. Das Schwein ist zu nichts Nütze, solange es am Leben ist. Es singt nicht wie der Vogel, es fängt keine Mücken wie das Rotbrüstchen und die Meise, es zieht und trägt nicht wie das Pferd und Rind, es fängt keine Mäuse wie die Katze, bellt nicht wie der Hund, gibt nicht Wolle noch Milch wie das Schaf und die Kuh, es taugt zu nichts, als dass es sich mäste und alle Abfälle aus der Küche in sich aufnehme. Nach seinem Tode aber ist es ein sehr nützliches Tier und alle habe Freude an ihm. Von ihm kommen die Würstchen und Metzelnsuppen, womit man die Freunde und Nachbarn erfreut. Ganz ebenso steht es um den Geizhals. Solange er lebt, ist er zu nichts Nütze, niemand genießt Wohltaten von ihm. Ist er aber tot, so werden die fetten Bissen seiner Hinterlassenschaft den Verwandten und Freunden zugeschickt. Selbst der Teufel kommt dabei nicht zu kurz, denn ihm fällt seine Seele zu. In ihm fällt seine Seele zu. Also für eine plastische Sprache, was für Beispiele, haben wir so einen Eindruck über diesen Geiler von Kaisersberg, wie er gedacht hat, wie er gepredigt hat, welche Beispiele er herausgezogen hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, die Bevölkerung, das Kirchenvolk war begeistert über solche Predigten. Die kamen in die Kathedrale von Straßburg mit den Tieren, den Enten, Gänsen und so weiter und beim Markt, nicht wahr? Ja. Und dann haben die herausgefunden, dass Johannes Geiler von Kaisersberg immer mit seinem Hund kam. Und als sie dachten, jetzt hat er genügend gepredigt, haben sie Lärm gemacht und der Hund musste bellen. Und Johannes Geiler von Kaisersberg hat dann Amen gesagt und aufgehört zu predigen. Was für eine tolle Geschichte. Stichwort Kaisersberg, Stichwort Elsass. Es gibt noch einen mindestens zweiten sehr wichtigen Mann aus dem Elsass. Es gäbe noch mehrere. Ja. Du hast ein Bild mitgebracht. In Kaisersberg geboren. Jawohl, nämlich es ist Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, was fasziniert dich, was verbindet dich, denke neben der Zweisprachigkeit, besonders mit Albert Schweitzer? Wie ist das, René? Ja, ich würde eine Kleinigkeit zuerst erwähnen. Ja. Ich bin beeindruckt von diesem Mann, der nur 4 Stunden pro Nacht oder 5 Stunden Maximum schlafen musste. Ja. Deshalb konnte er arbeiten von früh morgens bis spät abends und hat vieles geleistet, viele Briefe geschrieben und war polyvalent, sagt man auf Französisch, überbegabt. Musiker, Philosoph, Theologe, Mediziner, mit 30 oder 40 Jahren hat er noch Medizin studiert. Spätberufener, genau. Ja. Ihm wurde gesagt, weil er zu der Bewegung der sogenannten liberalen Theologie gehörte, du darfst nicht predigen im Elsass. Schluss. Dann hätte er gesagt, ich werde meine Predigt in Afrika tun, und zwar ohne Worte. Er hat das Spital Lambarene gegründet, ganz berühmt bekannt, wo er die Ehrfurcht vor dem Leben praktiziert hat. Er hat auch die Tiere gepflegt und die Menschen, die Familien. Genau. Ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Mann, der eben auch in beiden Sprachen gelebt hat. Frage an dich, wie war das damals im Elsass, wo du aufgewachsen bist? Wurde da der Gottesdienst zweisprachig gehalten
Oder wie konnte man sich das vorstellen? Nein, in meiner Kindheit war alles in deutscher Sprache. Und deshalb habe ich einiges mitbekommen, Ja. verstand nicht alles, Ja. aber ich dachte, das ist die Umgangssprache, das ist wichtig, die Menschen Ja. kommunizieren. Die Volkssprache sozusagen. Ja, ja. Jawohl. Also die gediegene Sprache, weil Ja. Dialekt ist was anderes. Ist ja nochmal. Ja, Jawohl. aber die gediegenere Sprache und ich war, irgendwie habe ich das aufgenommen wie ein Schwamm und es ist etwas geblieben und dann kam die Evolution. Ja. Zur Zeit von de Gaulle durfte man nicht mehr Dialekt in der Schule sprechen, also im Schulhof. Ja. Und später sind auch die Zeitungen zweisprachig geworden. Ja. Und dann immer, das Französische hat immer Überhand genommen. Jawohl. Und am Schluss quasi nur noch Französisch. Ja. Aber die ganz alten Leute, die sprachen Dialekt. Ich hatte eine Schwester, die war Krankenschwester im Spital und machte das Elektrokardiogramm, also die Untersuchung Jawohl. des Herzens. Ja. Und die hat immer mit den ganz alten Menschen Kontakt aufnehmen können, Gras und Dialekt. Ne? Genau. Und wie geht's und wo wohnen sie und hat sie beruhigt. Ja. Weil Das war doch wichtig, oder? Französisch war für die älteren Menschen eine Bedrohung. Die hatten immer das Gefühl, wir verstehen eigentlich schon ein bisschen etwas, aber Ja. Es ist uns nicht wohl dabei. Ja, ja, ist nicht so die Muttersprache und dann ist es umgekippt. Ich denke, heutzutage ist es, das Französische ist die Sprache schlechthin und das elsässische Deutsch wird dann kaum noch verstanden oder wenig oder ist zurückgedrängt. Also es gibt Unterschiede. In den Städten verliert sich das, auf dem Land lebt das noch weiter. Also gemütlich weiter, nicht intensiv. Ja? Aber ich kenne junge Familien, die bringen den Kindern noch das Dialekt ein. Bevor wir in die nächste zweisprachige Region hineinspringen, nämlich ins Wallis, wo wir beide jetzt leben, was auch zweisprachig ist, du hast uns noch einige Gegenstände mitgebracht aus dem Elsass. Ja. Bücher, aber auch Gegenstände. Was hast du da zum Beispiel mit diesem Schuh auf sich? Hat man das auch zum Predigten verwendet oder kläre uns auf? Habe ich schon gemacht. Ja. Aber Albert Schweitzer kam immer wieder in sein Dorf zurück, nicht Kaisersberg, da war ich Baby, also klein, aber in Günzbach bei Münster, westlich von Colmar, am Fuß der Vogesen. Und vis-à-vis vom Schweizer Haus, das ein Museum ist, da lebte mein Onkel, der war Holzschuhmacher und der hat das fabriziert. Und als ich freie Tage hatte, ging ich zu meinem Onkel und er hat mir immer von seinem Freund Albert Schweitzer, den ich nicht persönlich gekannt habe, aber berichtet und gesagt, wie schön das war. Er war sehr nahe von den Leuten, auch im Dorf sehr beliebt. Ja. Also er war nicht abgehoben, weil er so viel wusste oder so viel konnte. Überhaupt er war nicht. nah bei den Menschen. Ja. Und diese, sagt man, Holzschuhfabrik oder Macherei, Holzschuh, dieses Atelier wurde zu einem der Zentren des Dorfes. Die Dorfbeiz war weiter bei der Kirche, wie üblich, aber die Leute kamen, um dort sich zu wärmen. Und als Schweizer im Elsass war, kam er rüber und hat diese Leute begrüßt und hat mit ihnen gesprochen. Und der Onkel hat das übernommen, ist natürlich inzwischen gestorben. Sein Enkelsohn hat das übernommen, ist jetzt auch im Ruhestand und das geht jetzt langsam verloren. Aber anlässlich der großen Geburtstage in der Familie bekam man so einen Schuh dekoriert. Man kann es auch aufhängen, und Blumen reintun, aber davon leben kann man nicht. Ja. Und für die Touristen heute? Ja, also es ist nicht mehr so beliebt. Also, die Klienten sind zum Beispiel die Klicken von Basel, die haben noch so Klumpen, also Klumpen ist das Wort für Holland, nicht für Elsass. Klumpmacher, Holzschuhmacher. Holzschuh, Und auch die Spezialisten, wie sagt man das auf Deutsch, die Coutellerie, da wo man die Messer herstellt. Genau. Weißt du, das sind Sicherheitsschuhe. Da brauchst du nicht moderne Schuhe mit
Blech drin oder so oder Metall, sondern kannst das haben oder im Garten. Ja. Aber das ist lokale Folklore, das Genau. verliert sich jetzt. Du hast jetzt noch einen Gegenstand in der Hand, der jetzt den Übergang vom Elsass ins Wallis bringt. Bitte halt es noch mal näher in die Kamera. Ja. Der Holzschuh, aber da ist unten was dran. Ist unten was dran, ja. Eben ein Korkenzieher, wobei natürlich auch im Elsass gibt es Wein. Das verbindet die beiden Regionen. Genau. Das war gar keine so große Umstellung dann für dich, Nein. wie du dann von der einen tollen Weinregion in die andere gekommen bist. Doch trotzdem eine große Umstellung, weil Ja. im Elsass gibt es Ja. fast nur weißen Wein und hier gibt es eine große Du hast Auswahl recht. Ja. von roten Wein. Und, Genau. ja. Und ich würde sagen, das gehört zum Klischee vom Elsass, nicht wahr? Die Vogesen westlich, das ist eine Grenze, der Rhein ostöstlich und der Wein, die Weinstraße von Süden nach Norden. Jawohl. Aber man muss das Elsass auch so besichtigen wie hier im Wallis. Die Seitentäler sind interessant. Jawohl. Und da findet man die Traditionen. Das Urtümliche. Das Urtümliche, genau. Genau. Ja. Und deine Zweisprachigkeit, deine Mehrsprachigkeit kam dir dann auch im Wallis zugute. Ja. Du hast im Wallis verschiedene interessante Aufgaben gehabt, Ämter gehabt. Du bist nach Siders gekommen, nach Sierre. Das ist schon mal eine Gemeinde mit beiden Sprachen, eine Kirchengemeinde. Heutzutage überwiegend frankophon, aber es gibt auch eine starke deutschsprachige Gemeinde. Ich meine sowohl politisch als auch kirchlich. Ja. Und ich habe da eine sehr schöne Zeit erlebt mit meinem Kollegen Rudolf Schneider, der auch zweisprachig war, aber zuständig für die Deutschsprachigen. Und wir haben gemeinsam, waren Co-Redaktoren von der Zeitschrift Kirchenzeit, Kirchenblatt namens Présence Protestante. Und er hat mich übersetzt und ich habe seine Artikel übersetzt. Und wir haben festgestellt, es war schön zu merken, der hat ja genau verstanden, was ich ausdrücken wollte und umgekehrt. Und wir hatten Freude an dieser gemeinsamen Arbeit. Doch, das kam wirklich immer herüber. Spüre ich heute noch, wenn du über die evangelische Stimme, wie sie in deutscher Sprache hieß, sprichst. Aber du warst noch in anderen Ämtern tätig, zum Beispiel im Synodalrat. Im Synodalrat, da konnte ich ein bisschen Bindestrich spielen, übersetzen, manchmal Texte übersetzen oder Predigten für die Synoden. Und übrigens, wenn ich an die Synode denke, ich war einmal, nicht im Wallis, aber bei der EMK, Evangelisch-Methodistischen Kirche, in der Schweiz, offizieller Übersetzer an der Synode. Jawohl. Und da ich verstand, was die Leute sagten, ich war in einer Kabine mit Kopfhörern, nicht wahr, und hatte ein Mikrofon vor mir und habe dann frei übersetzen können mit ein bisschen Humor, sodass in den beiden ersten Reihen die Leute lachten und die anderen dachten, ja, was ist jetzt los? Das war c'était le traducteur, der Übersetzer, der sich da Freiheit nahm. Und wer in beiden Sprachen zu Hause ist, konnte das auch richtig genießen natürlich und eben die Feinheiten, die Anspielungen beim Übersetzen eben mit erfahren und wissen, darum geht es. Sag mal, du hast mir beim Predigtübersetzen schon häufig geholfen, eine Hochzeitspredigt, Sonntagspredigt, wo ich dann in französischer Sprache halten durfte, mit großer Transpiration, großem Schwitzen, aber dank René konnte ich diese Herausforderung bestehen. Was ist denn das Besondere beim Übersetzen dann von der deutschen in die französische Sprache, von der französischen ins Deutsche? Was tust du da als jemand, der ja beide Seiten kennt, als besonders herausfordernd? Also die erste Frage bei mir ist immer, wie wirkt der deutsche Text auf mich? Jawohl. Was löst er aus? Und was empfinde ich? Und manchmal muss ich Rückfrage stellen und hast du das so gemeint oder wie ist es da? Ist es jetzt? Ja. Aber wenn ich herausfinde, was gemeint ist, die Theologen sagen das ist das Gesagte und das Gemeinte. Wenn ich herausfinde, was gemeint ist, dann habe ich Freude und kann es wiedergeben mit meinen Worten.
Und ich glaube, ich habe mich immer bemüht, den Urtext nicht zu trahieren, wie sagt man, verraten. Ja, also zu verraten. Verraten. Du hast ihm gerecht geworden bist. Ja, Ja. und aber immer im Sinne, aber frei. Ja. Und diese Freiheit habe ich auch genießen können. Ja. Das war schön. Und ich möchte dir ein Kompliment machen. Ich war immer beeindruckt, wie du dich gut vorbereitet hast. Weil in der Schweiz gibt es viele Leute, die Französisch relativ gut sprechen. Also die haben das geübt, aber in der Schule. Und c'est du français fédéral, mit gerollten R und so. Jawohl. Aber das gediegene Französisch, das du gebracht hast und geübt hast, Ja. das hat mich beeindruckt. Du gabst mir den Text 3 Monate im Voraus. Welcher Pfarrer macht das? Das existiert nicht mehr. Ja, weil ich so aufgeregt war, weil ich französischsprachigen Gottesdienst hatte. Und deswegen. dann hast du trainiert, hast du gesagt. Ja. Vor einem Spiegel oder mit jemandem? Vor einem Spiegel und mit meiner Französischlehrerin Yolande Border. Wenn sie den Film jetzt sieht, Yolande, vielen Dank. Ja. Dank von euch beiden habe ich das überhaupt so hinbekommen. Ja. Und das ist schön, wenn man einen Bindestrich herstellen kann zwischen Kulturen und Mentalitäten. Ja. Menschen, die sonst sehr schnell Vorurteile entwickeln. Ja. Das Oberwallis, das Unterwallis und Ja. so. Im Grunde genommen ist das eine Gemeinschaft, die sich Ja. finden muss. Ja. Was sicherlich eine große Herausforderung ist bestimmte Sprachbilder. Vom Deutschen ins Französische, vom Französischen ins Deutsche. Ich habe vielleicht eine Predigt auf Deutsch und sage, die würde ich jetzt gerne auch auf Französisch halten. Und dann stelle ich fest, Moment, die Bilder funktionieren ja gar nicht. Ich denke, das ist die große Kunst, oder? Ja. Dass du Ja. sagst, wir können das gar nicht so übernehmen. Das funktioniert nicht so, oder? Ist wie bei den Gleichnissen. Ne? Ja. Wenn du das auslegen willst, dann musst du den Schlüssel finden. Und wenn du den Schlüssel hast, dann kannst du frei davon ausgehen, Ja. jetzt werde ich etwas vermitteln von dem, was gemeint ist. Genau. Und die Symbolik ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und das habe ich im Laufe der Jahre auch hier immer wieder entdeckt, wie wichtig das ist, weil wie Musik oder Kunst, das spricht an. Ja. Und gewisse Worte, Ja. da gibt es eine Abschau, Ja. sagt man Abscheu? Ja, so ein Abschau, also man macht Distanz. Distanz, ne? genau. Ja. Mhm. Und ich habe es nie verstanden, dass behauptet wurde, wir haben nur eine Aufgabe in französischer Sprache. Das stimmt nicht. Also ich war 10 Jahre Predigerin in Grand Montana. Und Auch im Wallis? Jawohl. Ja, auch im Wallis. Da hatte ich Leute aus Deutschland, aus der deutschen Schweiz. Ja. Und an Weihnachten feierten wir Weihnachten in 4 Sprachen. Holländisch, Deutsch, Englisch und Französisch natürlich. Großartig. Und ich habe immer den Leuten gesagt, I apologize for my English because I learned it in France. Und dann haben die gelacht und haben es mir abgenommen. Wir haben gleich die Sympathie hergestellt. Ja. Deine Zweisprachigkeit, deine Mehrsprachigkeit kam dir auch zugute bei einem besonderen Ereignis als Pfarrer, nämlich du hast einen, man darf sagen, recht prominenten Mann verheiratet, einen Fußballspieler, der in Deutschland sehr, sehr bekannt ist. Wie kam es dazu, dass der gerade im Wallis heiraten wollte und welche Rolle haben da die Sprache gespielt? Ja. Es ist Trommelwirbel, Lothar Matthäus, wir halten mal das Hochzeitsbild, jawohl, hier in die Kamera, das ist Lothar zu sehen, seine Frau, wie hieß sie? Ja, Lolita Morena. Lolita Morena, Ja. und auch du noch mit dunklen Haaren auf Ja. diesem Bild. Wann war das gewesen? Wie lange ist das jetzt schon her? Das ist über 25 Jahre. Jawohl. Aber da war ich ein junger Pfarrer, 40 Jahre alt und dachte, ich probiere es mal. Mal Jawohl. sehen, was daraus Genau. entsteht. Ja. Aber ich war sehr zufrieden, erstens, weil ich immer Lothar Matthäus als Fußballer Ja. bewundert habe. Jawohl. Besonders in Italien, als er da Ja. il a marqué un but. In Deutschland wurde er Weltmeister. Eine Persönlichkeit auf dem Platz, Ja. ein sehr guter Spieler, Genau. erfolgreich, genau. Ja. Mhm. Es ist ihm ein bisschen in den Kopf gestiegen, aber Ja. technisch
Ja. Und fußballerisch war er sehr gut. Unbedingt. Ne? Ja. Ja. Und er hat sich dann dort in Italien verliebt in eine wie sagt man? Moderatorin. Jawohl. Ja, Lolita Morena, die aus Neuenburg ist, also in einem Dorf am Neuenburger See, und sie hatte ein Chalet in Grand oben. Und jetzt ahne ich etwas, weil du auch zuständiger Pfarrer für Grand gewesen bist, kam man auf dich. Genau. Ja. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Also du hast mit Lothar Matthäus und seiner Braut ein Hochzeitsgespräch geführt, ganz normal. Mehrere Gespräche, ja. Und der Lothar kam, er war regelmäßig da, und wenn ich das erzählen darf, en un temps record, in Rekordzeit von München, er spielte in Bayern München, nach Grand, und ich habe ihn gefragt, ja, wie machen Sie das, so schnell da zu sein? Er hat gesagt, die Firma bezahlt die Bußen. Ich hatte einen Wagen aus der Firma, Bayer, ne? Und konnte also so frei fahren oder rasen. Aber ich muss sagen, wir haben das ganz normal wie jede Vorbereitung gemacht, mit guten Gesprächen. Wir konnten über die Einzelheiten eingehen, und das war eine gute Erinnerung. Und es war beiden auch ein Anliegen, eben Gottes Segen zu bekommen. Ja. Ja, obwohl natürlich, leider sind sie nicht mehr zusammen, aber damals hast du wieder das Bedürfnis gespürt, es ist ihnen wichtig. Und zwar folgendermaßen: Zuerst, die hatten ein Kind und wollten das Kind taufen lassen. Und dann habe ich gesagt, gut, wir kommen mal zusammen und sprechen darüber. Und am Ende des ersten Gesprächs hieß es, ja, wir möchten auch noch heiraten. Und das war dann komplizierter, weil die beiden waren ja ehemalige Katholiken. Und die mussten aufgenommen werden in einer lutherischen oder reformierten Gemeinde, was in München stattfand. Ja. Also formell musste das geschehen, sonst hätten wir das nicht durchführen können. Genau, jawohl. Spannend. Und die Hochzeit selbst war französisch und deutschsprachig? Ja, beides. Beide Sprachen. Da warst du natürlich prädestiniert, weil du in unser Thema Leben in zwei Sprachen. Mit der Prädestination habe ich manchmal Mühe. Aber ich verstehe, aber in diesem Fall verstehe, was du meinst. Hatte ich schon zugetroffen. So spannend. Ich stelle mir vor, dass da auch das in den Medien war, ein großer Presseauftritt. Viele Zeitungen und Fernsehstationen wollten auch dabei sein. War das für dich auch nochmal, wie fürs Brautpaar natürlich auch, ein Stress? Ja, das ist sicher. Im Nachhinein würde ich sagen, nie wieder sowas. Es war schön, im Kontakt, in den Gesprächen, in der Vorbereitung, aber dann ging es los. Sie wollten das geheim halten, und 3 Tage vor dem Gottesdienst kam es raus am Lokalradio. Und dann sind alle Medien auf mich los. Zum Glück war an jenem Wochenende meine Frau abwesend, dann konnte ich diese Leute betreuen. Weil für sie wäre es schrecklich gewesen. Und sie war irgendwo in der deutschen Schweiz und in ihrer Heimat. Und dann habe ich das regeln können. Zum Beispiel das deutsche Fernsehen, ARD, kam, und ich konnte am Fernsehen erklären, das Paar wünscht keine Bilder und wird keine geben und es wird nicht gefilmt. Und das konnte dann, ich konnte mich entschuldigen für das oder sagen, plädieren. Bitte, ich danke fürs Verständnis, aber es gibt keine Bilder. Ja, aber natürlich, die Presse, das Fernsehen lässt nicht locker. Sie wurden trotzdem bestürmt, die beiden. Ne? Ja, trotzdem, ja. Und natürlich am Ausgang der Kirche nach der Trauung, da standen 300 Personen. Und das war für die Polizei ganz kompliziert, weil die sind mit auch Bodyguards, haben sie gearbeitet. Und damals sagte die Walliser Polizei, wenn Bodyguards da sind, dann können wir nichts tun, dann machen wir auch nichts, dann bleiben wir in der Ferne und spucken zu. René, steigen wir von der Höhe der Prominenz und von deinem Beruf einmal hinein ins Private. Dieses Geschenk in beiden Sprachen, leben zu können, denken zu können, agieren zu können, hast du das auch an deine Familie weitergegeben? Sind deine Kinder auch zweisprachig geworden? Ja, sie sind es geworden. Der Sohn
Und er kann sogar und darf unterrichten in deutscher Sprache. Er ist Chemielehrer. Super. Und die Tochter, die hat ja die Matura in Brig am Collegium Spiritus Sanctus gemacht, auf Deutsch. Ja. Obwohl sie als kleines Kind, als Zweijährige, die deutsche Sprache abgelehnt hat. Wir waren in Frankreich, im Elsass damals, und sie verstand es, aber wollte nichts von dem wissen. Wollte es nicht sprechen? Sie wollte Französisch sprechen wie die Kameradinnen und Kameraden in der Schule. So war das. Ja. Aber sie hat das doch entwickelt und hat da bei Brig ein Zimmer gehabt bei einer Oberwalliserin und spricht auch Oberwalliser Deutsch, was ich nicht kann. Und die beiden haben jetzt die Möglichkeit, das noch weiter zu entwickeln. Sehr schön. Ein riesiges Geschenk, was andere sich mühsam, ich weiß aus eigener Erfahrung, durch Vokabeltraining, Unterricht aneignen müssen, bekommen Kinder aufgrund ihrer mehrsprachigen Eltern somit. Das ist natürlich hervorragend. Weißt du, meine Kinder gingen öfters zu den Großeltern nach St. Gallen. Jawohl. Und die sprachen quasi nur Schweizerdeutsch. Also haben sie auch die Musik gehört und mit der Zeit verstehst du auch, was die Leute meinen. Ja. Aber es ist wichtig, den Unterhalt zu finden. Zum Beispiel, ich gucke ab und zu die Sendung auf einem deutschen Sender, Genial daneben. Und das hat mit Sprache natürlich sehr zu tun. Kannst du lachen und verstehen, was die meinen. Ja. Es gibt auch Blödsinn, aber das macht nichts, das gehört dazu. Guter Humor entsteht. Man muss zuerst Mist, wie in einem Garten, ein bisschen Mist oder Kompost in die Erde tun und dann wächst plötzlich etwas draus. Ja, und ich habe den Eindruck, du liebst die Sprache, sowohl das Deutsche, das Französische, das Elsässische, das Spielen mit der Sprache, und du hast uns noch interessante Literatur mitgebracht. Ja, kannst du die uns noch zeigen? Denn ich finde das sehr, sehr aufregend. Da haben wir einmal einen besonderen Autor. Wenn du es in die Kamera nimmst. Ja, der heißt. Wer ist das und worum geht es da? Henri Lallemand, der mit L geschrieben, nicht Allemand, sondern Lallemand, von Guebwiller, das ist zwischen Colmar und Mühlhausen. Ist es auch ein großes Weinzentrum? Ja, ne? auch, ja. Und lustige und arnstige Dichter, das ist die Sprache, die ich beherrsche, also Dialekt. Das ist die Colmarer Sprache, wo es ist in dieser Sprache wie im Hebräischen. Was B geschrieben ist, wird W gesprochen. Wie bei hier zum Beispiel die Bibel auf Elsassisch. Eine elsässische Bibel, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Bibel auf Elsassisch. Ja. Und das ist jetzt die Spruch von Colmar und Umgebung. Ne? Kannst du uns da eine kurze Sprachprobe geben, damit wir mal Original Elsässisch, und zwar Colmar und Umgebung, dass wir mal ein Gefühl bekommen, wie tönt das, wie klingt das? Ja, und das ist eine humorvolle Sache. Der 18. November 1918, also Schluss der Waffenstillstand. Und jetzt freuen sich die Elsässer wieder, weil sie zurückfinden müssen und dürfen zu Frankreich. Dann heißt es so: Franzosen sind gekommen, mit Clairon, mit Drumme, durch unsere Straße, Franzosen. Und Alte und Junge haben Marseillaise gesungen und Vive la France geschreien, sie haben wieder Treue. Girlande und Fahne, so viel wir kann zahlen, und ein Lava putztüsig, nix aus Freude, Tanz und Musik. Der Schank und der Seppi, wo noch mit dem Kippi, han gedient wie der Gard, auf da Tag han sie gewartet, ist meilig, ist wo, schier gar 50 Jahre. Und alles macht mit, vom Morgen bis zur Nacht, dann Elsass ist hit vom Misère verwacht. Franzosen sind gekommen mit Clairon, mit Drumme, jetzt ist wieder Lava in unserer Rava, das heißt, jetzt ist wieder Leben in unseren Reben, jetzt ist wieder Lava in unserer Rava, und die nicht wann, als wir Liberté haben, auf die ist ja bloße, wir sind jetzt Franzosen. Sehr gut, ausgezeichnet. Also, Henri Lallemand, der hat auch umgedichtet die Fable de La Fontaine und lustig gemacht. Ja, also praktisch auch ein Prominenter im Elsass durch seine Werke, durch seine Dichtungen, durch seine Arbeit, und dass man hineinsteigen kann direkt ins Denken, in die Kultur, in die Geschichte. Und seine Gedichte haben es überlebt. Er kam in Dachau aber die Schrift, die Worte, das bleibt. Sehr bewegend, und der Band ist aus dem Jahr Colmar 1947. Ja, genau. Also das ist
das schon sehr bewegend. Genau. Hast du noch andere interessante Literatur zum Thema Zweisprachigkeit? Also zum Thema Zweisprachigkeit eigentlich nicht mehr, aber ich habe so immer Freude gehabt. Ja, ein Buch, das dich geprägt hat. Auch. Ja, von Peter Wichsel, Kindergeschichten, weil da kommt man ganz leicht zum Absurden. Und ich bin dankbar, dass ich als Kind und als junger Mensch mich immer gefreut habe am Absurden, nicht geärgert. Ja, das musst du uns erklären. Was macht das Absurde mit dir, dass dir das so gefällt? Ich finde, die Freiheit, die diese Menschen haben und vorleben, obwohl es manchmal übertrieben ist natürlich, aber die haben dieser Zugang zu dieser inneren Freiheit, das beeindruckt mich. Und ich denke auch gerade bei Peter Bichsel, auch das Spiel mit Gedanken und Sprache, was dich sehr anspricht natürlich. Und ich habe am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ich dachte als Kind, was ist denn das für eine Kultur und diese Menschen, die so sprechen wie mein Vater, und habe dann dank den Humoristen entdeckt, das ist Cäsar Kaiser, Alfred Rasser in Basel, Walt Roderer in St. Gallen, und Emil Steinberger natürlich, der so gekonnt die normalen Leute nachahmte und uns zum Lachen brachte. Und Französisch ist das ähnlich. Der Fernand Reynaud, der Guy Bedos, der Raymond Devos, all diese, die haben die negativen Seiten des Menschen mit Humor vollen Strichen gezeigt und haben gemacht, weißt du was der Geiler von Kaisersberg an der Kathedrale von Straßburg im 15., 16. Jahrhundert auch schon gemacht hat mit dem Narrenschiff. Ja, also was für ein Bogen dann auch, ne? Nah bei den Leuten, wie Martin Luther später gesagt, dem Volk aufs Maul geschaut, sie abgeholt durch die plastische Sprache, durch Beispiele. Das ist schon spannend. Das macht Peter Bichsel auch und das hat dich sehr beeinflusst. Und hast du auch Predigtbeispiele dann auch mal genommen von Peter Bichsel? Hast du dich das getraut? Nein, ich glaube nicht. Nein. Das war, aber von Emil Steinberger schon. Ja. Oder andere, der Cello spielt in Bern, da, wie heißt der wieder? Ein Freund von ihm, der Manni Matter natürlich. Genau, natürlich. Und sein Freund, ich weiß es nicht mehr. Wir kommen nicht drauf, aber wir blenden es dann unten unter das Video ein, wer das gewesen ist. Das recherchieren wir nach. Ja. Gerne. Ronny, ein riesiges Dankeschön an dich. Das war jetzt so spannend, dieser Einblick in zwei Sprachen. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude, sowohl am Französischen, am Elsässischen, am Schweizerdeutsch, am Oxforddeutsch, am Hochdeutschen und sage merci vielmals für deine Zeit und bis auf ein andermal. Je te remercie tellement, c'était un plaisir. Merci beaucoup.